Heute mit Karin Frey. Guten Abend, ganz herzlich willkommen im Club. Vegane Restaurants, vegane Kochbücher, vegane Hollywood-Stars. Nichts tierisches Essen oder Nützen, das liegt seit längerem im Trend. In diesem Club fragen wir, ob mehr als ein Lifestyle dahinter ist und was es heisst, wenn man sich vegan ernährt. Ich begrüße ganz herzlich meine Gäste. Andreas Henny, er ist Spitzensportler, Eishockeyaner, schon 4-mal Schweizer Meister und er lebt seit vielen Jahren vegan. Bei uns ist Josef Leimbacher, Chefarzt für Jugendmedizin am Ostschweizer Kinderspital St. Gallen. Bei ihm landen Kinder mit Mangelerscheinungen, die vegan ernährt worden sind. Bei uns ist Sonja Tänzer, lebt vegan, hat in Philosophie doktoriert, ist Mutter von einem 5-jährigen Bub und Unternehmerin. Sie macht vegane Klasse. Dann ist Markus Huppenbauer bei uns, Professor am Ethikzentrum der Universität Zürich. Er sagt, wer den radikalen Fleischverzicht fordert, ist realitätsfremd. Ganz und gar nicht dieser Meinung ist der Vorsitzende der Veganen Gesellschaft Schweiz, der Raphael Neuburger. Logisch auch er Veganer, von Beruf Umweltbiologe, und er setzt sich dafür ein, dass die Gesellschaft besser für die Anliegen der Veganer Bescheid weiss. Und ich begrüße Heinrich Binder. Er ist von der Abteilung Tierschutz vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Ja, meine Damen und Herren, vegan leben, vegan essen. Sonja Tänzer, wie ist das? Was ist so der typische Mittagsteller oder das typische Menü von einem Veganer oder einer Veganerin? Also das gibt es so überhaupt nicht, genau wie es das auch bei Allesessern nicht gibt. Ich kann Ihnen sagen, was ich heute gegessen habe zum Mittag. Ich habe heute Farfalle gegessen mit einer Sauce aus Tomaten, Käfer und geräuchertem Tempeh. Was ist das? Das ist ein Sojaprodukt, das fermentiert, das sehr fein ist. Und das haben mein Sohn und ich uns schmecken lassen. Wie ist das, Raphael Neuburger? Vegan sein Leben. Können Sie wie noch eine saubere Definition geben von dem? Wann lebt man vegan? Ja, also wir verstehen Veganen so, dass das eigentlich die Absicht ist, in seinem Konsumverhalten so wenig Schaden anzurichten an Mensch, Tier und Umwelt wie nur möglich. Das heisst, dass man weitgehend darauf schaut, dass man nicht Tiere instrumentalisiert oder dass die Tiere gebraucht werden für den eigenen Konsum, unter anderem auch fürs Essen. Es unterscheidet sich zum Vegetarismus dadurch, dass man nicht nur aufs Fleisch, also auf den Körperteil der Tiere verzichtet, sondern auch von ihren Produkten. Und wenn man sich genauer damit befasst, weiss man, dass es ohne Milch zum Beispiel kein Fleisch gibt, kein Rindfleisch. Das geht Hand in Hand. Also daher macht es eigentlich, wenn man dem Tierwohl etwas dazu beitragen will, wenn man einfach nur aufs Fleisch verzichtet, nicht. Man muss die Milch auch mitdenken. Dasselbe bei den Hühnchen dann auch, aber da kommen wir sicher noch drauf. Zeigen Sie mal alle schnell Ihre Schuhe. Sind jetzt das Lederschuhe? Das geht. Meine sind Lederschuhe, das kommt darauf an. Raphael? Nein, ich habe schon lange meine Garderobe austauscht und da ist kein Tierteil mehr drin. Was ist denn das? Plastik? Können Sie mal das Bein aufhaben? Das ist synthetisch, ja. Ich kann mich gerne da outen. Und, ja. Das ist auch synthetische Schuhe? Ja, Kunstleder, ich weiss halt nicht. Ja, Kunstleder genau. kann ich Ihnen sagen, mehr weiss ich es nicht. Ich mache bei den Schuhen im Moment einen Kompromiss. Ich kaufe Secondhand auf dem Flomi nach wie vor Lederschuhe. Und neu aber nicht mehr. Gut, gehen wir zurück zum Essen. Es nimmt einem ja Wunder, wie das aussieht. Farfalle, das kann man sich gerade noch vorstellen. Tempeh ist schon ein bisschen schwieriger. Wir sind auf Winterthur gegangen zu der Monika Ackeret. Sie hat nämlich ein veganer Lädeli oder ein veganes Lädeli. Und dort sieht man, was für Produkte das dort verkauft werden. Unsere Renner sind halt die texturierten Sojaprodukte, wie jetzt zum Beispiel das Geschnetzelt. Diese Sachen tut man übergießen mit einer heißen Bouillon, abtropfen, auspressen, würzen und zubereiten wie Fleisch. Und ist also auch von der Faserigkeit, vom Biss her, fast nicht mehr zu unterscheiden. Oder dann ein Parmesanersatz. Der basiert auf der Grundlage von verschiedenen Pflanzenölen. Dann hat es Mandelmus drin. Das ist ein wunderbarer Emulgator auch. Und was die ganze Würze halt dann herbringt, das sind Edelhefenflocken. Das gibt auch so etwas Käsiges. Edelhefen haben von Natur aus so einen leicht käsigen Geschmack. Und das ist immer gerne verwendet halt in diesen Käseersatzprodukten, dass das am Original ziemlich näher kommt.
Es sind verschiedene Trinkarten auf der Basis von Soja, Mandeln, Reis, Hafer, Dinkel. Da gibt es eine riesige Auswahl. Wenn es aussieht wie Shrimps, dann kommt der Link an. Shrimps, das kenne ich. Oliven, Knoblauch, Kräutersöseli. Kann ich in ein Teiggericht tun, kann ich auf den Grill tun. Es macht es einfacher für alle. Ja, nachgemachte Schrimpskäse, der nicht eigentlich Käse ist. Warum? Der Psychoanalytiker Peter Schneider, der hat letztens das Essen mit dem Sex verglichen und hat gesagt, das Essen sei der neue Sex oder umgekehrt. Die grossen Sünden, die grossen Vergehen, die diskutiert man nicht mehr am Sex. Das können wir mittlerweile, das verschreckt einem nicht mehr. Aber die Sünde, die liegt heute beim Essen. Also die Sünde am Tier, an der Umwelt und allenfalls am eigenen Körper. Und wenn man über Veganismus redet, kommt man auch auf diese Punkte. Gesundheit auf jeden Fall, Ethik ist der andere Punkt. Und die dritte Frage, die uns beschäftigt, ist natürlich, warum ist das jetzt so im Trend? Erster Punkt, Gesundheit. Andreas Henny, Sie sind Spitzensportler. Man sieht, Sie sind ein kräftiger Mann, Sie spielen Eishockey. Und da hat man immer so das Gefühl, ja, die Eishockeyaner, die müssten ja mindestens einmal im Tag so einen richtigen Mocken Fleisch essen. Jetzt essen Sie vegan. Können Sie das gesundheitsmässig ersetzen? Ja, ich verschrecke jetzt ein bisschen, wenn Sie sagen, dass man das nach wie vor meint. Das ist mir bekannt, dass man das gemeint hat. Ich glaube, man weiß eigentlich schon lange, dass es nicht so ist. Und auch unter den Sportlern gibt es die einen, die sich mehr damit befassen und wissen, dass das sicher nicht so ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wieso man Fleisch essen müsste. Also es gibt in dem Sinne nicht etwas, was man nicht kann mit anderen Produkten in dem Sinne genauso gut. Sie müssen ja als Spitzensportler sicher speziell auf die Ernährung schauen, dass Sie zu genug Kalorien, zu genug kommen. Mit was ersetzen Sie es? Was essen Sie? Also ich bin jetzt schon recht lange bei dem. Von dem her ist für mich das, was man ersetzt, ist jetzt noch ein schwierig zum Zurückschauen. Ich nehme jetzt mal an, Sie gehen ein bisschen auf das Protein in die Diskussion hinein, die für Regeneration einigermaßen wichtig ist. Eben zum Teil hat man da 2 Spiele in 2 Tagen und dann ist das ein anderer Bedarf, als wenn man vielleicht am Schreibtisch ist oder so. Aber eben, da gibt es sehr, sehr gute Sachen. Es gibt zum Beispiel verschiedene Gemüse, die das eigentlich genauso gut oder genauso hoch auch enthalten wie das Fleisch. Das ist das eine. Das andere ist, dass man dann auch so Nahrungszusatz nimmt. Proteinpulver beispielsweise, jetzt als ein Beispiel. Und da gibt es vegane und nicht vegane. Vegan essen ist gesund, sagen die Veganer. Also ich habe von Leuten gehört, die sagen, ich bin viel fitter seither, ich bin viel wacher, ich brauche weniger Schlaf. Jemand hat uns sogar gesagt, seit er vegan ist, kommen beim Joggen Tiere zu ihm im Wald. Ist es gesund? Es kann sehr gesund sein. Es bietet eben die Möglichkeit, die positiven Aspekte viel besser auszuschöpfen. Weil wenn man vom tierischen Produkt, vom Speiseplan streicht, tut man sich eigentlich automatisch schon mal etwas Gutes. Ganz viel Fett, das man nicht haben sollte. Gerade verarbeitetes Fleisch bietet viele Gefahren in verschiedenster Hinsicht. Und damit kann man sich eigentlich sehr gut tun. Es gibt aber auch die andere Variante, dass man Fastfood-Veganer wird zum Beispiel. Und das ist eigentlich nicht empfehlenswert. Was ist ein Fastfood-Veganer? Ja, das sind viel verarbeitete Produkte, oder? Nicht vollwertige Sachen, Weissbrot und so weiter oder frittierte Sachen. Das gibt es alles auch. Und es wird auch immer einfacher, sich so convenience-mäßig als Veganer und Veganerin zu verpflegen. Und darum finde ich, muss man, wie auch bei der anderen Ernährung, wo ja vieles im Argen ist, ein Augenmerk darauf werfen. Was man aber gerade automatisch, eigentlich, wenn man vegan wird, ja bewusster wird, was man in sein Maul hineinschoppt und was man da abschluckt, weil man ja genau wissen will, was drin ist, kommt der gesundheitliche Aspekt wie weiter in den Vordergrund. Und das bringt einfach eine ungeheure Menge Vorteile mit sich. Und jetzt macht man ja aber all diese Produkte noch zum Teil auch. Also eben Hefepilz und weiss ich nicht, was da drin kommt, bis es am Schluss wie eine Salami schmeckt. Ist das effektiv besser als ein echter Salami? Also so nachgemachte Produkte, das ist wirklich eine Randerscheinung irgendwo von einer pflanzlichen Ernährung, die vor allem Leute brauchen, die gerade am Umstellen sind. Weil Menschen sind Gewohnheitstiere, bei der Ernährung extrem. Also wir haben alle, verbinden wir Erinnerungen mit bestimmten Essen. Ein Weihnachtsessen oder ein Osteressen und so weiter. Das ist wichtig für uns emotional. Und
solche Ersatzprodukte, die können einem einfach helfen, das, was man kennt, so zu kochen, wieder, dass das Gefühl wieder in einem wachgerufen wird. Klingt fast so, als wäre es nicht so ganz freiwillig, was man macht. Das Wieso meinen Sie? versteht die Frage nicht ganz. Ja, wenn man so diesen Sachen nachhängt, die man eigentlich gerne hat. Also ich glaube, jetzt, das, was Frau Denzer jetzt gemeint hat, ist eher das, was wir im Beitrag auch schon gesehen haben, dass es einem ein bisschen leichter macht, jetzt an das Grillfest zu gehen. Jetzt das von diesen Shrimps jetzt zum Beispiel, als ich das vor 15 Jahren das erste Mal in Asien gesehen habe, dort hat es eine buddhistische Strömung, die das mit keinem Rezept und eigentlich vorwiegend aus Pilzen so gemacht hat. Und es gibt dort so Happy Buddha Restaurant, wo eigentlich die ganze Speiskarte und alles Fleisch ist, aber halt Magmeat, also veganes Fleisch. Und ich weiss jetzt nicht, inwiefern das wirklich für die Veganer so ein bisschen der Schlüssel ist. Ich denke, wir bewegen uns da in einem extrem kleinen Bereich. Es ist zwar richtig, dass unsere Grossverteiler das haben, die irgendwie ähnliche Eigenschaften wie Fleisch haben und so. Aber ich glaube, das ist jetzt vom veganen Spektrum ist das jetzt, glaube oder wenn Sie jetzt sozusagen darlegen, wie das ein Widerspruch ist, dass man eigentlich Veganer ist und trotzdem die Sachen will. Ich glaube, so ist es nicht. Das ist jetzt etwas, das aus Asien gekommen ist. Und ja, wieso soll man es nicht Also auch im eine Sortiment haben? Spezialität. Gehen wir zurück zu der Gesundheit. Der Expertenbericht von der Eidgenössischen Ernährungskommission, der warnt ja vor dem veganen Essen, beziehungsweise sagt er Folgendes: Da die Mangelrisiken in verschiedenen Lebensphasen, Schwangerschaft, Stillzeit, Wachstum, Alter, sehr groß und kritisch werden können, muss von einer generellen Empfehlung der veganischen Ernährung für breite Bevölkerungskreise abgesehen werden. Josef Leinbacher, Sie sind Mitglied von dieser Kommission. Tönt ja alles wunderbar. Wieso ist es nicht gut? Ja, glaube ich, wenn man zurückschaut, der Bericht steht aus 2006, oder? Und glaube ich, in den letzten Jahren ist enorm viel passiert. Gerade aufgrund von so einem Bericht, wo man darauf hingewiesen hat, dass eine vegane Ernährung tatsächlich Defizite haben kann, wenn man sich nicht sehr intensiv damit auseinandersetzt, was man zu sich nimmt. Und glaube ich, das ist eigentlich auch der wichtige Punkt, wieso man an diesen Standpunkt eingenommen hat, um gerade zu verhindern, dass schwere Schäden passieren. Wäre das heute anders? Heute denke ich, ja, heute, wo es im Trend ist, also hat eine grosse Bewegung gegeben. Man muss jetzt sagen, die Welten sind nicht mehr so weit auseinander. Wenn ich heute so auf der Homepage schaue, was empfohlen wird, oder, dann spricht das sehr an einer ausgewogenen Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung, die einfach ohne tierische Produkte ist. Das wissen wir heute, das ist möglich. Im Prinzip kann man das gut machen, braucht aber dazu ein grosses Fachwissen. Und das ist ein Teil, das ist nicht etwas, was man von einem Tag auf den anderen lernt. Sie haben über Jahre Erfahrungen gesammelt, sie versuchen, die Informationen auch weiterzugeben. Und das ist genau auch der Sinn und der Zweck von einer heutigen Sendung, darauf hinzuweisen, jawohl, es gibt Möglichkeiten, die auch aus meiner Sicht wichtig sind, wenn man unsere Ernährung im Land, in unserem Kontext anschauen, wo eine herkömmliche Ernährung natürlich sehr vieles auch Schlechtes an sich hat, wo viel Schaden anrichtet. Und so eine Bewegung natürlich, die sich auf den pflanzlichen Produkten, Gemüse, Früchte und Salat. Ich bin auch ein Anhänger von Nimm 5 am Tag. Dann kommen wir so sehr nahe. Aber Sie essen Fleisch? Ich esse Fleisch, ja. Mit Freude? Mit Freude. Nicht jeden Tag, aber dort, wo ich es geniessen kann, dann nehme ich es. Und über diesen Weg fällt es natürlich mehr den einfachen, bedarfsdeckend das zu machen. Gut, das ist jetzt sozusagen der Wandel, die positive Seite. Sagen Sie mir gleich noch schnell, die Kinder, die zu Ihnen kommen mit Mangelerscheinungen, was haben denn die und was hat das für Folgen? Ja, also da muss man auch sagen, es waren jetzt natürlich Extremfälle, die vor allem aus dieser Zeit auch noch Bestand haben, wo man sich wenig mit dem auseinandergesetzt hat und sich aus verschiedenen Gründen dieser Gefahren ausgesetzt hat, zum Beispiel das Vitamin B12, das vor allem in Schwangerschaft und Stillzeit und im Säuglingsalter zentral ist für unsere Hirnentwicklung. Und wenn man in dieser Ebene natürlich nicht aufpasst, wenn man nicht in die Kontrolle geht, wenn man nicht eine gute Begleitung hat während der Schwangerschaft, wenn man nicht den Kinderarzt, Väter- und Mütterberatung aufsucht, das kommt dann dazu noch, dass es gerade auch solche Menschen, also solche Familien gesehen sind, die sich sehr isoliert haben und in dieser Ebene dann auch zu solchen schrecklichen
Folgeerscheinungen geführt sind. Also Folgen, die dann nicht mehr repariert. Ja, dann ist eine Hirnentwicklung, die zurückbleibt. Und so die Kinder werden dann aufs Leben geschädigt sehen, indem sie in ihrer Motorik, in ihrer Psychomotorik eingeschränkt sind, in ihrem Wachstum eingeschränkt sind. Und das definitiv. Vielleicht noch mal ein Wort zum Bericht, den Sie vorher erwähnt haben. Oder zu dieser Warnung, die in der Schweiz herausgegeben wird, die ja in krasser Diskrepanz steht zu eigentlich Empfehlungen aus dem Ausland, die man kennt von den grössten Vereinigungen von Ernährungswissenschaftlern, die sich zu diesem Thema auch schon einige Jahre vorher geäußert haben und gesagt haben, dass vegan explizit in allen Lebensphasen geeignet ist, wenn sie gut geplant ist. Also aber man muss sich Ausland sind wir damit da einiges weiter. auseinandersetzen. Kann das ein Laie? Das ist eine grosse Frage. Wenn ich jetzt nur einmal die Lebensmittelpyramide für die gesamte andere Bevölkerung anschaue und wie grosse Schwierigkeiten man hätte, die einfachen Muster eigentlich auch nachvollziehen, was eigentlich gut ist. Und das ist vor allem ein wichtiger Teil, was bringen wir an Informationen über. Und das ist auch ein Teil, der natürlich auch wieder Ängste auslösen kann, Unsicherheit auslösen kann. Und im Bereich von dieser Seite ist es sehr wichtig, dass man versucht, ja auch einheitliche Meinungen zu vertreten. Sind die Jungen? Ja, ich denke auf verschiedenen Ebenen ja. Dort, wo es für mich jetzt geht, einheitlich ist, sicher, dass wenn man bedarfsdeckend sich vegan ernährt, Supplement sich zuführt und noch das Lebensalter noch berücksichtigen tut. Und da komme ich natürlich aus der Sicht des Kinderarzt, wo ich es nach wie vor schwierig finde, im Bereich auch Schwangerschaft, Stillzeit im Säuglingsalter und im Kleinkindesalter. Ist aber sowieso eine schwierige Zeit. Ja, das ist sehr. Eltern würden sich da befassen. Ich sage zu dem, oder so wie Sie jetzt sozusagen die Frageschiene eingeleitet haben, reden wir über das Problematische von der Ernährung, von der veganen Ernährung. Jetzt haben wir über das Feine geredet, jetzt reden wir über das Problematische. Von Kindern, genau. Ich nehme es Bezug auf Ihre letzte Frage. Es ist also so, dass man sagt, die Ernährung von kleinen Kindern, von kleinen Veganerkindern ist problematisch. Oder ist einigermaßen etwas Delikates. Man muss ein bisschen aufpassen. Trifft aber genauso zu für die nicht vegane Kinderernährung. Zweifelsohne, oder? Ganz klar, das ist auch etwas, wo sozusagen halt länger rum ist. Oder da ist irgendwie, also ich meine, man kann da alles fertig schon kaufen, wo einigermaßen irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen muss genügen. Aber eigentlich ist es so, dass die grossen gesundheitlichen Probleme nicht bei den Veganern sind, sondern die ganz grossen gesundheitlichen Probleme, die unsere Gesellschaft ja hat. Dann ist jetzt das von den kleinen Kindern ist jetzt wie so ein Aufhänger, wo man dann zu den Veganern übergehen kann. Aber eigentlich muss man ja sagen, die andere Seite hat ja ganz grosse gesundheitliche Probleme wegen der Ernährung. Und da würde ich wahrscheinlich nicht widersprechen. Nein. Ja. Aber trotzdem, oder, wenn man derart aufs Essen fokussiert, also Sie zum Beispiel, Frau Denzer, haben einen 5-jährigen Bub, Sie ernähren den vegan. Wie funktioniert denn das? Also wenn der in die Schule geht und es gibt Kuchen, dann heisst es, du darfst nicht? Nein, so mache ich das nicht. Ich mache das absolut pragmatisch. Also er ist noch nicht in der Schule, er ist jetzt im Kindergarten. Wenn er an einen Kindergeburtstag geht, dann kann er den Geburtstagskuchen essen. Das ist völlig klar. Ich versuche ihm das auf eine positive Art zu vermitteln und nicht mit Verbot. Ich koche feines Essen für ihn. Er hat Gemüse wahnsinnig gern. Er lernt das kennen. Er isst sicher sehr, sehr viel mehr Gemüse und vielseitiger als sehr viel alles essende Kinder. Und ich tue da nicht mit Verbot operieren. Und gleich setzt man da dem Kind nicht schon von früh an irgendwo ein Floh ins Ohr? Das weiss ich nicht, aber mir fällt jetzt auf, wie die Seite da doch sehr den Genuss und Gesundheit betonen tut. Und das mag im Einzelfall ja auch sein. Gesundheitsfragen kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe wieder den Eindruck, da tun die auch so ein bisschen kaschieren, um was es geht. Letztlich ist der Veganismus eine ganz einfache Moral. Es geht darum, nützt keine Tiere. Und das bedeutet natürlich kein Fleisch essen, kein Tierprodukt. Und das bedeutet natürlich für wahnsinnig viele Leute in der Schweiz eine radikale Änderung von unserem Leben. Und das mag für den Einzelfall, wie ihr es jetzt wunderbar beschrieben habt, etwas Spannendes sein, ist gut ins Leben integriert, ist wunderbar am Mittagstisch. Aber für die Mehrheit, die ich glaube, hier repräsentiere, wäre das sehr so als etwas Schönes verkaufen tun, einen massiven Einschnitt ins alltägliche Leben. Und dann ist so ein bisschen der Eindruck, dass das wird notorisch so ein bisschen vernachlässigt. Es ist, wenn man sich daran gewöhnt, vermutlich kein Problem, aber dort reinzukommen
Und dann wirklich so zu leben, das ist, glaube ich, ganz ein radikaler Bruch mit bisherigen Lebensgewohnheiten. Und Heinrich Binder, geht das überhaupt? Also ich meine, wenn man daran denkt, wo alles Tiere genutzt werden. Ich denke an Tierversuche zum Beispiel, die es für jedes Medikament braucht, wo Sie wahrscheinlich als Hockeyspieler oder dort mal vielleicht ein Schmerzmittel nehmen. Da gibt es ja ganz viele Sachen. Oder wie ist das? Kann man überhaupt leben in unserer Gesellschaft, ohne Tiere zu nutzen? Ich denke, man kann es versuchen mit sehr viel Aufwand, wie wir gehört haben. Man muss sich anstrengen dafür. Aber in unserem normalen Umfeld, Lebensumfeld, ist natürlich unsere Welt mit Nutzung und mit Austausch mit Tieren durchsetzt. Und das kann man nicht einfach mit einem Schnitt für die ganze Gesellschaft ändern. Und dann ist eben die Frage, ob man denkt, das sei schlecht, dass das so ist und man muss ändern, oder wie man sich positioniert, ob man sagt, man kann auch die Nutzung der Tiere auf eine Art und Weise machen, die ich vertreten kann, auch von einem ethischen oder moralischen Standpunkt her. Ja, ich denke, jetzt vom Schnitt hat jetzt gerade niemand geredet, oder? Also wir reden jetzt mal von der Ausgangssituation. Sie sagen, der Ist-Zustand sozusagen, wie Sie vorher angesprochen haben, Medikamente. Im Stieb ist irgendetwas und sollst ein Spiel spielen oder so. Ich nehme es, aber es hat Tiere für sich gegeben. Ja, es ist ein Dilemma und es ist ein Zustand. Jetzt glaube ich nicht, dass man das Argument entkräften kann oder man kann sagen, das ist jetzt eine radikale Umstellung für die Schweiz oder die Schweizer Bevölkerung, sondern man muss sagen, Errungenschaften, wie wir sie haben, die unterliegen einer Einsicht und einem Wandel. Wenn wir jetzt das anschauen, von der Situation, vom Ist-Zustand sozusagen, dann kann man ja sagen, ich persönlich bin Veganer, weil ich Tiere kenne. Ich bin aufgewachsen mit Tieren, ich habe selber Kühe. Ich weiß, was das für Wesen sind. Ich fühle mich privilegiert, dass ich eine Freundschaft mit diesen Wesen habe. Das ist einfach für mich sehr wichtig. Aber das ist jetzt nicht jedem Sinn zugegangen, das weiß ich schon. Dann schauen wir das Nächste an. Oder wir schauen die Ernährung an. Es ist gesundheitlich nicht ergiebig. Es ist sehr ungünstig. Mindestens, wie es jetzt ist sehr, sehr schlecht für die westliche Gesellschaft. Wir haben unglaubliche Kosten wegen unserer Ernährung mit diesen Tieren. Und das ist jetzt eben jenseits von dem unmittelbar für mich Intuitiven, dass ich einem Tier nichts antun will. Aber dann müssen wir noch ein bisschen weiter schauen. Ich glaube, also jeder bei uns zahlt Steuern. Und mit diesen Steuern gestalten wir unsere Landwirtschaft gestalten. Das sind unglaubliche Beträge, die das sind. Und wir nachher wieder dort hinein tun. Nachher müssen wir noch einen Schritt weiter schauen. Der ökologische Wahnsinn, den wir anrichten auf dieser Welt mit dieser Art von einer Tiernutzung, müssen wir noch einen Schritt weiter schauen. Wir tun unglaublich viele Kalorien einfach verbrennen in dieser Produktion für die Tiere. Das ist äußerst unsolidarisch den hungernden Menschen auf dieser Welt gegenüber. Also ich glaube, wiederum, wir sind am Ausgangspunkt, wo Sie sagen, das ist ein grosser Einschnitt für eine Mehrheit der Bevölkerung und Sie sagen, das ist ein Schnitt. Nein, ich rede nicht vom Schnitt, sondern wir müssen einfach das Argument an die Realität annähern. Und auf der Seite der Realität ist es ein grosser Unsinn. Wir können es uns auf Dauer nicht leisten, den Lebensstil, ob es von der ethischen oder der ökonomischen oder der ökologischen Herangehensweise ist. Also Sie haben jetzt ganz schnell ganz viele Punkte angesprochen. Ja. Wo man jetzt einzeln anschauen müsste, aber einfach so ein paar Flashes. Ich wage jetzt in den Raum zu stellen, man kann sich auch mit tierischen Produkten gesund ernähren. Das ist vorhin anders rübergekommen. Wenn Sie sagen, die Nutzung der Tiere ist für Sie das Problem, Sie wollen eine Freundschaft mit den Tieren. Ein Haustier bei sich haben, ist auch eine Nutzung von einem Tier. Ist auch in dem Sinne ein Gebrauch von einem Tier, das sich sonst wahrscheinlich in der Natur anders verhalten würde. Es geht in ganz viele Aspekte. Und der ökologische Aspekt, einfach um auch einen Flash zu machen, in unserer Klimazone ist eine rein vegetabile Ernährung rund ums Jahr eigentlich nicht ökologisch aus dem Grund und Boden von unserer Klimazone möglich. Wir sind darauf angewiesen, dass gewisse pflanzliche Produkte, Gras und so weiter, über Tiere veredelt werden, die uns dann über die graslose Zeit helfen, wenn man es von dort her anschaut. Ihr Argument ist richtig, wenn man sieht, wie sich die tierische Produktion in den letzten 50 Jahren entwickelt hat.
indem wir ganz viele Fremdprodukte kaufen, um unsere Produktion hochzufahren. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Ich bin nicht verstanden. Ich habe wirklich Mühe mit der Argumentation, dass so wie es jetzt ist und dass es anders müsste sein. Ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass die Welt, dass wir alle mit Problemen konfrontiert werden. Jetzt ist gerade der neue UNO-Bericht wegen dem Klimawandel wieder rausgekommen. Also wir sind angehalten, da Lösungswege zu suchen. Und es ist nie zu spät, sich da Gedanken über alternative Wege zu machen. Wege, die fair sind, Wege, die weniger Schaden anrichten. Jetzt leben wir auf Kosten von zukünftigen Generationen, auf Kosten von anderen Bereichen. Wir leben vor allem auf Kosten von Tieren. Auch ganz extrem. Wir importieren, wir brauchen eine doppelte Schweizfläche, um die Futtermittel anzubauen, um unseren Fleisch- und Tierkonsum aufrechterhalten. Das kann nicht aufgehen, wenn die ganze Welt die ähnliche Entwicklung macht. Und ich habe Mühe damit, wenn man sagt, es ist so und es ist ein Einschnitt. Erstens wird uns sowieso immer überall reingeredet, von Behördenseite und so weiter. Und in diesem Bereich, sobald es darum geht, was auf meinem Teller liegt, bleibt alles außen vor. Da finden Konferenzen statt, wo sich ganz viele gescheite Leute zusammensetzen. Was könnten wir machen? Welche Massnahmen können wir treffen, um da Lösungen zu finden? Und dann kommt das Mittagessen. Und dann wird das alles außen vor gelassen. Markus Huppenbauer, zuerst das Fressen und dann die Moral. So einfach ist es vermutlich nicht. Also ich kann den Hinweis auf 90% oder 95% der Schweizer nicht als Entschuldigung für Handeln brauchen. Also für mich ist als Ethiker klar, wir haben im Bereich Tiernutzung tierethische Probleme, wir haben ökologische Probleme. Und man kann gerade im Ökologiebereich glaube ich, mit relativ wenig Aufwand relativ viel guten Impact erzeugen. Ich habe mehr den Eindruck gehabt, wenn ich den Gedankengang fertig machen darf, ich habe mehr den Eindruck gehabt, das vergisst man manchmal ein bisschen zu schnell, dass es wirklich eine Änderung wäre. Und dann zu leichtfertig sagen, ja, das ist ein guter Lösungsansatz. Man muss einfach daran denken, es sind 90% der Leute, die man mitnehmen muss. Sonst bleibt man einfach in einem idealistischen Neckel, auch wenn es gut schmecken tut. Das ist das eine. Das andere ist, es sind ja nicht nur wir als Individuen, sondern es sind riesige Industrien, es sind ganz viele KMU, es sind Bauernbetriebe, das sind Tausende, es geht um Milliarden von Franken. Und das ist ein bisschen naiv, wenn man einfach sagt, das muss anders werden. Das erinnert mich so an die Ökobewegung in den 60er, 70er Jahren, wo man auch so Radikalforderungen hatte. Aber irgendwo muss man anfangen. Ja, man muss anfangen, aber man muss es pragmatisch machen, wie Sonja Renzer das vorhin schön mit ihrem Sohn hat gesagt. Und was ich glaube ganz wichtig finde, das fehlt mir bei Ihnen noch ein bisschen, ist, was sind eigentlich die Wege politisch, ökonomisch? Also es ist eigentlich zu sagen, weniger Fleisch oder gar kein Fleisch. Also ich beharre darauf, dass Sie radikale Forderungen haben, kein Fleisch, keine Tiernutzung, konsequent. Wie macht man das? Wie einfach zu sagen, wir müssen und es ist gut und es schmeckt, das langt mir nicht. Das habe ich gemeint mit dem Realitätsfrage. Darf ich da ganz schnell einhängen? Also, zuerst mal, glaube ich, ist es wichtig, oder? Also, wir sind uns einig, dass es aus ökologischen Gründen so ist, dass wir sehr viel weniger Fleisch und tierische Produkte essen müssten. Also, das ist wissenschaftlich gesehen in Bezug auf die Auswirkungen von unserem Konsumverhalten wirklich unbestritten. Oder? Auf jeden Fall weniger. Sagen auch Sie als Gesundheitsexperten. Also massiv viel weniger. Jetzt können wir genau auf das kommen, das ist die Masse, oder? Da ist ja da angesprochen. Das ist ja das, was auch krank macht, oder? Dass die Verfügbarkeit von dieser Masse von Nahrungsmitteln, die wir gerade auch im Bereich des Fleischkonsums haben. Und da drin, wenn es uns gelingen würde, zumindest einmal im ersten Schritt auch auf solche Produkte, die tiergerecht gehalten sind, oder? Mal überschwenken, wo man könnte sagen, jawohl, und das empfiehlt mir ja auch. Also man braucht, wenn man so will, pro Woche, wenn man auch also nicht vegan lebt, also die 2 bis 3 Portionen Fleisch sind genügend. Das sind ja etwa 52 Kilo Fleisch pro Kopf und Jahr, die gegessen wird in der Schweiz. Aber wir propagieren ja gerade von der gesundheitlichen Seite her auch nicht, dass es täglich Fleisch in dieser Menge muss sein. Also müssen wir dort einen Ansatz machen, wenn es einen radikalen Schnitt gibt, dann wäre etwas, was nicht geht. Aber wo man einen sukzessiven Schritt, wo man vielleicht auch versucht, tätige Bewegung, und da will ich ja auch, dass tätige Bewegung wie vegane Gesellschaft nicht stigmatisiert und in eine Ecke gedrängt wird, sondern ins Boot. Das ist eine Unterstellung, weil das sind es genau nicht. Nein, eben nicht. Aber das ist ja natürlich sein Image, ja. so Nein, aber das ist das Image, das der Herr Huppenbauer eigentlich jetzt da formuliert. Erstens einmal haben Sie recht, dass Sie sagen, wie machen wir das politisch, wie gehen wir vor überhaupt? Und ich glaube, bis jetzt hat die Vegane Gesellschaft Schweiz, von dem, was ich weiss, informiert. Es ist eine Plattform, wo jeder auf Informationen zugreifen kann. Also, ich sehe jetzt die Radikalität nicht
in dem Vorgehen. Ich möchte noch ganz schnell zum Herrn Binder sagen, ich bin überhaupt nicht einverstanden, wenn Sie eine Tierhaltung mit einer Tiernutzung gleichstellen, weil das ist beim einen ums Tier ausbeuten, ausnutzen und einfach bis es nichts mehr hergibt und dann töten wir es oder man tut es gerade töten oder wie es dann gerade einem im Genuss am liebsten ist. Und bei der anderen liegt es dann im Ermessen vom Einzelnen, was er dann da hat. Wir Menschen sind auch domestiziert und deswegen sind wir noch nicht genutzt. Wir haben uns den Zwang von der Natur entzogen. Das ist ein Anliegen der Menschheit. Wir machen das mit den Tieren und einfach das nachher gleichsetzen mit der Nutzung, das denke ich grundfalsch. Und das andere, was Sie gesagt haben, von der Ernährung, wo wir darauf angewiesen sind, unser Gras veredeln. Wenn wir uns vegan ernähren würden, müssten wir nicht unser Gras noch veredelt haben. Dann hätten wir genug Ernährung. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ich weiss jetzt nicht, ich kann das Beispiel machen, von was wir jetzt heute Habitat A haben oder von anderen Produkten. Die kommen von überall her auf der ganzen Welt. Die Realität in Bezug auf die Futterung von unseren Tieren ist, wie Sie selber schon angetönt haben, dass eigentlich unglaubliche Mengen an Futter, wo eben subventioniert wieder durch den Steuerzahler, weggekauft wird und sich andere Menschen auf dieser Welt nicht mehr leisten können. Also ich denke, wiederum, wenn wir reden vom Veredeln von dem Gras, das da bei uns ist, das Fleisch, jetzt mal abgesehen von allen anderen Problematiken, dann ist das gegenteilige Problem davon, dass wir diesen gigantischen Futterimport ist viel grösser. Hätten wir die Fläche auf der ganzen Welt, um die Welt rein vegan zu ernähren? Ich glaube nicht. Woher kommen die Rohstoffe von all diesen Produkten, die wir hier veredelt im veganer Laden gesehen haben? Nicht aus der schweizerischen Grund- und Bodenproduktion. Ich muss schnell schauen. Wir haben einfach ein Vorurteil da schnell anzusprechen. Sojaproduktion, oder? Wird immer wieder angesprochen. Also man hat das Gefühl, Veganer essen Soja. Soja hat man irgendwo schon mal gehört, ist problematisch. In Brasilien holt man den Regenwald ab, zum Soja zu pflanzen. Ganz genau. Und da ist einfach die Tatsache, die bösen Veganer. Genau, da ist einfach die Tatsache, dass die absolut der grösste Anteil von dem, du korrigierst mich, sind etwa 70% oder noch mehr, von dem Soja ist Futtermittel für tierische Produkte. Das Soja importieren wir und verfüttern es unseren Tieren, die nachher als Schweizer Fleisch auf dem Teller landet, oder der Milchkühe als Kraftfutter. Und es ist extrem nicht nachhaltig, was wir da machen. Ja, vielleicht nur ganz kurze Zahl. 5-mal weniger Fläche braucht ein veganer Mensch, um seine Ernährung herzustellen. Das muss man sich einfach Woher mal bewusst haben Sie sein. die Zahl? Also, früher habe ich von 10 geredet. Es kommt je nach Tierart darauf an. Also durch das, dass ich ja Pflanzen anpflanze, die nachher einem Tier verfüttern, das Tier, das ja braucht zum Leben, ausscheidet und so weiter und nachher geschlachtet wird und ich es nur noch im Fleisch, dann habe ich einen riesigen Kalorienverlust. Ich habe einen ungeheuren Wasserverbrauch, 15 Tonnen Wasser für ein Kilo Rindfleisch zum Beispiel, trotz Wasserknappheit auf der ganzen Welt. Also die Faktoren, der Verlust, den man sich da einheimst mit dem Umweg über das Tier, ist so unglaublich, dass wir automatisch mit Fläche gewinnen, Kalorien gewinnen, dass die Verteilung viel einfacher wäre, als wie sie jetzt steht. Gleich nochmal, woher sind die Zahlen? Darf ich schnell da einen Hinweis geben? Schnell? Also, es gibt zum Beispiel UNO-Bericht, wo das genau auseinanderbuchstabiert. Es gibt jetzt, genau, es gibt zum Beispiel auch ein Schweizer Start-up, das ich persönlich kenne, das sich zum Ziel gesetzt hat, das ist ein ETH-Start-up unter anderem, das sich zum Ziel gesetzt hat, genau solche Fakten über den Zusammenhang von Ernährung und eben Umweltfolgen aufzuzeigen. Die heissen Eternity, haben eine Homepage, wo es genau solche Statistiken, Mengenangaben von wissenschaftlichen Fakten so aufarbeitet, dass sie für alle verständlich sind. Und das würde ich also empfehlen, zum mal anschauen. Das ist auch etwas von dem, was wahnsinnig schwierig macht. Oder? Eben, das macht es schwierig. Ich weiss nicht, wer unter uns wirklich Experten ist jetzt für diese Frage. Vielleicht am ehesten die beiden Herren hier. Ich bin es nicht. Aber ich glaube, man muss nicht darüber streiten, Tiernutzung, Tierhaltung, so wie wir es heute machen, hat einen gigantischen ökologischen Impact. Das Problem ist nicht, dass Sie oder ich oder Sie ein Steak essen, sondern dass das Milliarden sind von Leuten. Also es ist nicht der Akt vom Fleischessen selber problematisch oder von der Tiernutzung in dem Fall, sondern einfach die schiere Menge. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der sicher wichtig ist. Und der könnte man mit ein bisschen weniger Fleisch, würde ich sogar sagen, hat man recht schnell einen grossen Impact. Aber das würde auch niemand, glaube ich, wirklich bestreiten. Und das haben Sie vorhin aus gesundheitlichen Überlegungen gesagt. Ein bisschen weniger Fleisch oder sogar
ein namhafter Teil weniger Fleisch schadet uns nicht, hat einen guten ökologischen Impact. Aber vielleicht müssen wir auch sagen, wir sind gar nicht so die wahnsinnigen Bösewichter, oder? Also das Problem ist ja China, Indien, all die aufstrebenden Staaten, die die wahnsinnigen Massen Die wollen ein brauchen. bisschen so leben wie wir. Genau. Also das Problem ist, dass die anfangen, uns einverstandenermaßen übertriebene Lebensstil mit übertriebener Produktion auf tierischer Ebene zu kopieren. Und jetzt dort dann auch immer mehr nutzen. Weil früher sind sie gar nicht in der Lage gewesen, auf dem Standard zu produzieren wie wir, wenn wir historisch zurückschauen. Jetzt geworden sind. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es einfach ein Kopieren ist, sondern ob sozusagen in der Natur der Sache liegt, wer die ökonomischen Ressourcen hat. Also das heisst auch, sich Fleisch kann leisten, der isst es in der Regel auch gerne. Und nicht nur in der Schweiz, sondern halt auch in China, Indien, Japan, wo auch immer. Also das, und das ist ja so, was, weil wir mal Jäger und Sammler waren? Oh, wie das biologisch zusammenhängt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube nochmal, ich würde nie sagen, dass man Fleisch muss essen muss. Nie. Das wäre ja völlig absurd. Aber ich glaube, Menschen als biologische Wesen, als Omnivoren, als Allesfresser, haben doch relativ haben eine relativ starke Tendenz, das zu machen. Und es braucht sehr viel Kultivierung und Domestizierung, um sie dort wegzubringen. Wobei, es wird ja künstlich aufrechterhalten. Ja, aber das das ist sehr gut. Also, eben, wir reden ja von dem langen Weg, den wir genommen haben. Ja. Oder vom Mensch habe ich mal eben gelernt, in einem Fach im Studium, dass der Mensch wandert auf den Schultern von einem Reis, nämlich die Errungenschaften von all diesen Menschen vor ihm. Nämlich, oder? Und jetzt will der Mensch also Fleisch essen. Und der Mensch hat aber auch schon andere Sachen machen, die eben nicht so gut sind. Und dann, wie Sie gesagt haben, durch lange Erziehung und durch das Bewusstsein und durch eine Einsicht hat man dann das nachher ändern können. Und von dem her kann man nicht sagen, was im Menschen ursprünglich drin ist, oder der Jäger und der Sammler. Das ist alleine auch nicht ein Grund, oder? Also da gibt es ja ganze Bewegungen, Paleo-Bewegungen, oder? Die sagen, wir essen nur Fleisch, Beeren und Nüsse, weil das im Menschen näher kommt. Also rein medizinisch kann man sagen, unser Verdauungstrakt ist darauf angelegt, sowohl tierisches wie pflanzliches zu verdauen. Und das ist nicht bei allen Tieren gleich. Ja, aber unser Körper ist auch darauf angelegt, dass Männer stärker sind als Frauen. Oder der eine Mann stärker als der andere Mann. Und trotzdem hat der eine Mann nicht Freude, wenn der andere im Sport nimmt, nur weil er stärker ist, oder? Also man könnte da nicht das angelegt. Aber wegen dem fordern sie nicht, dass alle Männer zu Frauen werden müssen, nur weil die Männer stärker sind als Frauen, um im Vergleich zu bleiben. Sondern sie sagen, der Mann soll sich vernünftig verhalten. Ich möchte nur noch etwas schnell einwerfen wegen der Kosten, die man vorher hängen geblieben ist. Dass Fleisch so billig ist, kommt nicht umsonst, sondern das ist von hoch her gesteuert, dass unsere Steuergelder für das eingesetzt werden, dass wir ein Würstchen oder ein paar Wienerli für 1,50 Franken oder ich weiß es nicht, ich habe schon lange keins mehr gekauft, so billig erwerbbar sind. Also es gibt irgendein ungeschriebenes Gesetz, das heisst, Tiernutzung, also dass ein Bauer heutzutage, ich glaube, von einem Franken, den ein Bauer oder eine Bäuerin verdient, kommen 80 Rappen vom Staat. Und das kann irgendwo durch auch nicht sein. Und da ist etwas im System innen drin falsch. Wenn man die Warenkosten integrieren in so ein Fleischprodukt, dann wäre eine Bratwurst, dann könnte man sich das alle Monate mal leisten. Dann würde Herr und Frau Müller-Meyer einfach über Grenzen raus in Aldi posten. Also einfach, um das wieder in die richtige Proportion zu setzen. Auch die Bauern, die pflanzliche Produktion haben zum Teil staatliche Unterstützung. Und nicht alle, die tierische Produktion machen, haben staatliche Unterstützung. Das ist sich auch am Ändern, das hängt von der Art und Weise, wie der Bauer auch im Eigentum des Landes ist und so weiter. Also es ist nicht so einfach. Spielt aber jetzt gerade in dem Zusammenhang gerade keine Rolle, weil man redet ja nicht davon, dass also es ist jetzt niemand davon redet, dass man die pflanzliche Produktion, also man redet jetzt nicht über die, sondern man redet grundsätzlich einmal davon, dass der Fleischkonsum eigentlich jedem etwas angeht, ein Stück weit, weil das ja eigentlich Steuergelder sind, wo man das zu einem guten Teil damit finanziert. Aber ich habe nur korrigiert, um nicht den Eindruck stehen zu lassen, dass nur die tierische Seite Steuergelder bekommt. Das man einfach immer zum ganzen Bild zeigen. Wenn wir noch weiter auftun und das ganze Bild anschaut, die Krux ist ja irgendwo auch, dass das Fleisch essen oder nicht essen oder teuer oder nicht teuer machen, nicht vor der Grenze Halt macht. Also wir sind hier irgendwo in einem globalen System, wo es grundsätzlich nicht einfach macht. Ja, wo es dann auch gesamthaft gesteuert ist. Also wir müssen jetzt nicht zu den Jägern und Sammlern zurückgehen, wir nur die letzten 20 Jahre zurück, oder? Also dort ist jetzt eigentlich auch immer die Extremhaltungen, oder? Low Fat, oder? Das ist so in den 90er also Jahren. Wenig Fett. Wenig Fett, oder? Das ist ja dann so weit gekommen, zu gar kein Fett, oder? Und wenn man jetzt Amerika anschaut, was ist passiert? Irgendwo hat man leben von
von einer gewissen Energiezufuhr. Also hat man zum Beispiel Kohlenhydrate nehmen. Dass man natürlich nicht geschult war, ist die komplexen Kohlenhydrate, die guten Kohlenhydrate, die man so zu sich nehmen, sondern eben angewiesen ist, dann eben auf den raffinierten Zucker, auf den Eissirup und weiss Gott überzugehen, der dann geführt hat, dass dann enorme Energiebomben über Kohlenhydrate, also über Zucker gekommen sind. Und da ist dann wieder eine Kehrtwende. Wir haben dort mal in den 90er Jahren nie gemeint, Fett, kein Fett, sondern einfach eine Reduktion von dem. Aber da hat auch den Trend gegeben von weniger Fett, das heisst auch weniger tierische Produkte. Und jetzt sind natürlich viele Sachen, die sind 100%ig auch irgendwo an einer gewissen Steuerung unterworfen, gibt es auch wieder Gegenbewegung, oder? Und jetzt kommen wir ins Low Carb, oder? Und Low Carb, also wenig Kohlenhydrat, bedeutet wieder mehr Zufuhr über Eiweiß und Fett, oder? Das heisst wieder Propagation, also von den tierischen Produkten. Und wenn man das wieder anschaut auf die globale Welt, wo jetzt eben gerade in den Schwellenländern, dort wo jetzt Milliarden von Leuten jetzt auch mit Fleisch wieder ernährt werden, dort kommen wir in die ökologischen Probleme hinein, oder? Aber das hat auch wieder zu tun mit der sogenannten Extremhaltung, die dann als extrem ausgelegt worden sind, von verschiedenen Menschen aufgegriffen worden sind und mit hohen Interessen auch natürlich Sie sagen schon zum zweiten Mal hohe Interessen. Wer hat die zum Beispiel? Die Industrie hat natürlich hohe Interessen, oder? Also von dort her ist sehr vieles hängt von dem ab, oder? Wir spüren, da muss man schon sagen, jetzt in der Schweiz haben wir die Szene schon auch, was die Lebensmittelindustrie ist. Wir sind jetzt also nicht unter Druck, jetzt zum Beispiel auch eine Ernährungskommission, nicht unter Druck von der Milchlobby und von der Fleischlobby, also überhaupt nicht. Also zumindest Aber Sie sind Teil von der Kommission, stelle ich ja, vor. Ja. Genau. Aber wir sind das ist auch eine Schweizer Eigenheit und ich bin ja froh, ein stolzer Schweizer und alles zusammen. Die Schweiz ist ein Land vom Kompromiss. Ja. Eben zum Beispiel die Organisation, die er vorher zitiert hat, die ADA, die American Dietetics Association, die ist nicht eine Kommission, sondern sind Ernährungswissenschaftler und die haben wahrscheinlich eher Angst, von jemandem verklagt zu werden, als dass sie es mit allen recht machen in einer Kommission. Müssen Sie es allen recht machen in der Kommission? Nein, weil sie keine staatliche Organisation sind. Oder? Und das ist dann meistens nicht mehr ganz so durchsichtig. Nein, ich glaube, man muss nicht allen recht machen, überhaupt nicht. Aber es geht darum, auch, dass man wirklich von der wissenschaftlichen Seite her natürlich schon auch die Pflicht hat, nicht in Hypothesen nur zu denken, sondern auch über Sachlagen. Auch Sachen, die vielleicht noch nicht in dieser Richtung so bewiesen sind, wo man annimmt, das könnt ihr so sehen, wo es noch nicht gesichert ist. Und somit können auch wieder die Empfehlungen, die halt in dem Sinn halt aus einer gewissen Ecke betrachtet halt moderat sind, oder? Wo halt nicht radikal, ich kann mir jetzt radikal ist nicht geben, sondern wo moderat sind. Also eine Warnung ist ja eigentlich radikal, schaderweise. Ja. Weil statt dass man sagt, es ist möglich und wir müssen uns immer mehr damit befassen, dass immer mehr Leute vegan werden und auch ihre Kinder vegan erziehen und aufziehen, dass man denen die richtigen Empfehlungen gibt. Weil es ist möglich, wenn sie das bewusst und sorgfältig gewisse Sachen beachten, dann ist es möglich. Einfach eine pauschale Warnung ist eine verfehlte Chance und auch realitätsfremd in meinen Augen. Aber das ist ja genau eine Chance, über dietätige Themen auch zu diskutieren. Ich bin der Meinung, der Ball ist ja auch aufgenommen. Oder? Das ist jetzt nicht in dieser Ebene, auch mit dieser Diskussionsrunde ist aufgenommen. Und ich kann sicher sehen, dass das ein Thema ist, das uns beschäftigen in nächster Zeit. Weil wir genau das gleiche Interesse schlussendlich verfolgen. Oder? Ja. Jetzt ist es ja so, wir haben gesagt, da sind wir uns alle einig, so wie es läuft mit der Tierproduktion, wie wir konsumieren, auch die Mengen, die wir konsumieren, das ist irgendwie nicht ideal. Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite haben wir gesagt, ja, man muss es richtig machen. Es kann gesundheitliche Implikationen geben, Schäden geben, wenn man das nicht richtig macht. Und jetzt stoßen die aber doch irgendwie zwei Ansinnen oder zwei Gesellschaftsteile aufeinander. Also wir haben zum Beispiel im Vorfeld gemerkt, das ist ganz eine heikle Diskussion. Also wenn man dann für Fleisch ist, kommt man nachher Schandbriefe über und wenn man dagegen ist, möglicherweise auch, dann wird man in die Ecke gestellt und das heisst, ja, Kopfer wollen Bast, was wenden die da? Also da stoßen zwei Welten aufeinander. Ich würde gerne noch ein bisschen das hineingehen, wenn das zusammen prallt. Josef Leinbacher, also ich stelle mir jetzt gerade vor, die Kinder, die dann vegan erzogen werden, im besten Ansinnen, jetzt müssen die zu Weg kommen in dieser Gesellschaft. Was passiert da mit diesen Kindern? Ich habe vorher mal angetönt, der Floh im Ohr. Ist das gesund am Ende? Ja, Sie haben eine schöne Antwort gegeben, was passiert mit den Kindern. Eben dort, wo man wirklich auch an Kompromisse eingehen kann und Kinder an das heranführen, glaube ich, ist das etwas anderes, als wenn Kinder exotisch sind. Dann. Also exotisch in einer Klasse, weil sie einfach dann nichts dürfen, oder?
und von dieser Seite her dann vielleicht auch ausgegrenzt werden. Und dort ist es ein wichtiger Punkt, dass man so auch an das hinführt. Weil ich nehme auch an, das ist eher eine Haltung, oder? Jetzt, wo Sie jetzt von der Lebensauffassung haben, entspricht das Ihrem Sohn? Ja? Sie erzeugen den jetzt so. Ist das tatsächlich das, was er will? Oder? Das wissen wir ja nicht, oder? Gut, es werden auch keine Kinder gefragt, ob man sie mit Fleisch füttern soll. Ja, das ist einfach der Mainstream und darum stellt es niemand in Frage. Ja. Oder? Also insofern, im Grunde genommen ist es so, also ich erlebe das so, ich versuche meinen Sohn zu einem lebensfrohen, aber auch kritisch denkenden Menschen zu erziehen. Und da liefere ich ihm jetzt gute Voraussetzungen, weil ich ihm zeige, man muss nicht immer einfach alles machen, was die anderen machen, sondern es lohnt sich, die Sachen zu hinterfragen, für sich selber zu überlegen, für was gibt es gute Gründe, für was nicht. Ich bin Philosophin, ich funktioniere so. Und dann mache ich das, wo ich der Meinung bin, es gibt die besten Gründe. Aber wenn man als Kind nicht einmal primär gleich sein wie die anderen und nicht der sein, der mit dem Böckli Aber auf die Schuhe reist. ich wollte besser Eishockey spielen als die anderen Kollegen. Und ich bin immer nicht so. Ich bin immer grösser als die anderen, ich bin immer schwerer. Ich bin einmal dran für Sachen, weil ich halt älter ausgesehen habe, weil ich grösser war. Sind Sie für Eishockey-Janer auch dran, weil Sie Veganer sind? Ja, also als ich mit 18 da, oder mit 17 da in die Nazi angekommen bin, mein erstes Spiel, Eishockey ist schon etwas, was sicher funktioniert mit einem und das finde ich auch gut, einen recht rigiden Code einfach von einem Verhalten und von gewissen Sachen. Also ein richtiger Mann trinkt ein Bier und isst das Fleisch? Nein, Wieso? das muss es ja dann noch nicht sein, sondern es geht darum, dass das wäre jetzt ja eine Macho-Gesellschaft, aber es geht sehr um Verdienst, wie lange ist man schon dabei, was hat man schon erreicht und so weiter. Und das ist ja richtig, dass da nicht einfach ein Junge reinkommt und einfach mal anders sagt, was lang geht. Und dort ist natürlich, ich als Veganer bin dort ganz sicher ein schwerer Exot gewesen. Was hat man Ihnen gesagt? Ach, das weiss ich nicht. Wenn sie irgendwie, weiss doch auch nicht, dass sie Mittag geplant haben, haben sie gefragt, ob sie noch eine Kiste Gras für mich mitnehmen sollen. Irgendetwas. Das funktioniert immer noch. Aber ich wollte sagen, ich habe auch 2 Söhne. Ja. Und glaube eigentlich fröhlich gut an Verbot und werde ihnen einige Mal Kappen waschen, wenn sie irgendeinen Blödsinn gemacht haben. Und ich finde das von den Tieren, also meine Kinder kommen in den Genuss von diesen wunderbaren Besen, von unseren Freunden, die Tiere sind. Sie haben ja auch Kuhherden, oder? Ja, und das ist ein grosses Privileg und es soll ihnen gefälligst nicht in den Sinn kommen, sich da an diesen Tieren zu vergreifen. Und abgesehen davon rede ich mit meinen Kindern, ich bin ihr Vater und bis sie erwachsen sind, habe ich diese Rolle für sie. Und da gibt es Verbot und es gibt aber nicht nur Verbot, sondern natürlich steht da ganz etwas anderes. Ich will nur sagen, es tut mich erneut so, dass man jetzt etwas Kleines zum Anlass nimmt, um das ein bisschen als problematisch darzustellen. Es geht ja darum, alle Facetten auszuleuchten, Herr Henny. Genau. Ich meine, ein so ein Punkt, wir sind eigentlich schon fast ein bisschen bei Vorurteilen, die man auch hat, ist das, dass man sagt, ja, aber also, wenn die Veganer vegan essen, das sollen sie von mir aus, aber sie sollen nicht sagen, ich muss auch. Das ist natürlich schon ein bisschen die Spannung, glaube ich, die einfach der Veganismus mit sich transportiert, wo man heute vielleicht so ein bisschen mit Lifestyle und Genuss probiert abzumildern. Aber es ist wirklich eine radikale Forderung oder eine konsequente Forderung. Das kann man, glaube ich, nicht negieren. Und ich tue für mich unterscheiden zwischen Veganismus und Veganer. Und Veganerinnen selbstverständlich. Was ist der Unterschied? Der Veganismus, das ist eine Moral, wo ich glaube, wirklich relativ rigid ist. Und jetzt gibt es Veganer, Veganerinnen, die gehen mehr oder weniger entspannt mit dieser Moral um. Also was du vorhin über deinen Sohn hast gesagt, finde ich wunderbar, wie du da pragmatisch mit dem umgehst. Mein persönlicher Eindruck, das ist jetzt wirklich ganz ein persönlicher Eindruck. Ich bin viel in der Öffentlichkeit, ich rede ganz viel mit Studierenden. Immer, wenn es um das Thema Essen geht, immer, wenn es um das Thema Veganismus geht, brennt die Hütte, um es einmal so zu sagen. Ich komme nie so viele Beschimpfungen über, unflätige Bemerkungen und so weiter, wie in diesen Zusammenhang. Und jetzt muss ich Ihnen ehrlich sagen, solche Leute gibt es überall. Es gibt Politiker, es gibt religiöse Menschen, das sind auch Extremisten und Ideologen. Aber lustig ist, dass wir in diesem Bereich, das scheint etwas ganz Emotionales zu berühren, haben wir wirklich sehr viele Emotionen. Und haben wir sehr viel... Ja, es geht halt um etwas. Es geht darum, die Welt zu verändern, die Welt zu verbessern, die Welt wegzubringen. Darum haben Sie ja gesagt, also erstens mal, es geht um etwas. Das ist ja bei anderen gesellschaftlichen Thematiken. Und wenn wir jetzt einfach mal sozusagen
Tierli herzig finden oder es mal weglassen, dann ist es einfach ein grosses gesellschaftliches Problem, oder? Es geht um etwas, das ist richtig. Also gibt es mal Emotionen, das ist richtig. Aber das, was Sie jetzt sagen, dass Sie sich sehr pointiert äußern, sie haben eine hohe Sichtbarkeit in dem, was Sie sagen. Und Sie kommen da vielleicht ein paar Briefe über, das weiß ich nicht, die gehässig sind, oder? Meine Erfahrung ist aber da, erstens mal möchte ich sagen, also ich habe das erste Mal gehört in meinem Leben, dass ich etwas anhängen das genusswindlich ist. Ich habe viele Vorwürfe bekommen als Eishockey-Spieler, aber eher in die andere Richtung. Ist es nicht? Geht die Lust nicht bach ab, wenn man sich so einschränken muss? Ich würde gar nie nicht sagen, dass ein Veganer oder eine Veganerin genussfindlich ist. Im Gegenteil, das ist ja der Trend, glaube ich, wirklich zeigt, auch das kann etwas mit Genuss verbunden sein. In meinen Augen ist das aber nicht das Kernanliegen des Veganismus, das genussvolles Leben zu ermöglichen. Das Kernanliegen ist ja weg mit den Tieren auf dem Teller. Normalerweise ist es umgekehrt. Wenn ich der Veganer bin, dann ecke ich immer an. Also, okay. Weißt du, eben, das ist halt so, ich werde halt viel gefragt über Vegan und über Eishockey. Und grundsätzlich einmal, wenn ich jemanden treffe, wird eigentlich eher ich angefunden. Also ich bin immer in der Erklärungsposition, oder? Und das ist, Sie sind eine Minderheit. Also, wir sind natürlich eine Minderheit und das vom Erklären. Das ist ja wertneutral. Also, das kann Neugier sein oder es kann Feindseligkeit sein. Ich will sagen, es gibt einigermaßen viel, dass Leute, das nachher die nicht Veganer sind, dass, wenn man sagt, man ist Veganer, nehmen sie das gerade als einen Vorwurf an sie auf. Also, aber das hat ja auch ein bisschen etwas. Letztlich ist es doch eigentlich so, wenn man nicht Bescheid weiss darüber, was alles wüst läuft mit den Tieren in der Produktion, dann ist man ein Idiot, deutsch gesagt. Und wenn man es weiss und man isst gleich Fleisch, dann ist man ein Au, nicht? Also, darf ich vielleicht zurückfragen, um es wirklich auf den Punkt zu bringen, vielleicht ist das jetzt ein bisschen extrem. Da haben wir die Fleischesser, die sind alle moderat, wenn ich das recht sehe. Wenn ich Fleisch esse, wenn wir Fleisch essen, regelmäßig machen wir etwas, das moralisch falsch ist, also moralisch aus tierethischer und ökologischer Perspektive, ja oder nein? Es ist vor allem etwas Unnötiges. Nein, ich habe nicht gefragt, ob es unnötig ist, sondern ich habe gefragt, ist es moralisch falsch? Ist es moralisch falsch? Also ich würde, und ich glaube, Sie müssen sagen, was ihr da macht, ist moralisch falsch. Richtig? Ja. Gut, darf ich da schnell einhängen? Oder? Also, wenn es um ökologische Argumente geht, ist klar, dann geht es um die Menge in erster Linie. Oder? Wenn es darum geht, dass man sagt, ich esse nur Tiere aus guter Haltung und so mache ich mich quasi nicht schuldig moralisch, und das ist ja die Strategie, wo du fährst zum Beispiel, genau. oder? Genau. Dann ist das etwas anderes, dann geht es um Tierwohl, um Tierethik, oder? Und jetzt ist aber die Sache ist die, dass ich viele Leute erlebe, die das theoretisch so formulieren, aber faktisch essen sie irgendwelches Fleisch, oder? Faktisch ist es dann nicht so, dass sie schauen, wenn sie die Mensa gehen essen oder auswärts, ist jetzt das gutes Fleisch, sondern es ist wie eine theoretische Rechtfertigung für etwas, das aber in der Praxis dann eben gar nicht zutrifft. Und mit dem habe ich zum Beispiel einfach wirklich ein Problem. Das finde ich irgendwo ethisch nicht rechtschaffen. Das kommt genau der Begriff Fleisch. Was ist gutes Fleisch? Das ist, mal wundern. Was ist das Artgerechte, wo wir all davon reden? Das ist für mich auch so eine Mann vom Tierschutz vom Bund weiss das sicher. Herr Binder. Ich erkläre, was artgerecht da ist, wenn man die kleinen Bibeli kurz nach dem Schlüpfen muss verhäckseln oder vergasen, wenn man das Kalb von der Mutter wegnimmt, um die Milch zu trinken. Können Sie mir das erklären? Weil ich habe es lange nicht verstehen. Ich habe mich genauer mit diesen Themen auseinandergesetzt. Ich habe gefunden, artgerecht ist ein Mythos, ist etwas, wo wir uns so vorstellen, wenn wir an einem Bauernhof vorbeilaufen und das Glockengebimmel hören und meinen, die Tiere haben es gut. Dass sie kurz vor ihrem letzten Lebensabend stehen, weil sie nicht mehr genug Milch geben oder weil ihnen gerade sie Mut halt, weil das Kalb gerade weggenommen worden ist. Das sind die Realitäten. Oder dass 4 von 10 so ins Tageslicht erst sehen am Tag, wo sie zum Schlachthof gekarrt werden. Herr Binder, wie sind die Zustände? Ich kann jetzt einfach wieder auf den Argumentationsstrang, den Sie jetzt wieder gemacht haben, ist für mich wieder, da sind wieder mindestens 3 Brüche von der Argumentationsebene. Weil einerseits, was ist artgerecht, was ist nicht artgerecht? Das ist eine Definition. In 10 Jahren definiert man vielleicht artgerecht ganz anders. Vor 10 Jahren hat man es nämlich ganz anders definiert und vor 20 Jahren noch mal anders. Aber das ist in der Wissenschaft immer so, oder? Und das Zweite ist, was ist ökologisch und was nicht. Und dann fragen Sie mich ganz konkret, was wäre jetzt vielleicht aus der heutigen Sicht oder aus meiner persönlichen Sicht eine ökologisch gerechte, artgerechte Haltung.
dann ist das in unseren Breitengrad eine Kuh, die den grössten Teil des Sommers auf der Wiese verbringt, sich vor allem von dem Gras auf der Wiese ernährt, im Winter mit Heu gefuttert wird und ich die Produkte von dieser Kuh inklusive Milch und Fleisch nutze, hier in diesen Breitengrad, um über den Winter zu kommen, weil ich nämlich das Gras und das Heu nicht selber verdauen kann. Das haben wir vielleicht Und 200 Jahre gehabt. Ja, aber ich sage jetzt nur, Sie fragen, was ist artgerecht? Wir leben heute in einer künstlichen Welt, wo vieles nicht mehr so gerecht ist, wenn man es von der Natur her anschaut. Und wie viel Prozent von dem, was gegessen wird, entspricht dem Bild, das Sie jetzt Das ist jetzt eine andere gezeichnet haben? Frage. Aber das Dann ist eine reden wir gute nicht Frage. von- Aber das ist eine gute Nein, Frage. dann reden wir von, wir müssen vielleicht runtergehen. Es geht noch mal weiter. Stellung nehmen. Wir nutzen heute nur noch einen kleinen Teil von diesen Tieren, die wir bei uns produzieren. Und das ist auch ein ökologischer Blödsinn. Wirklich konkret. Aber da sind Und, wir euch ja letztlich einig, oder? Dann müssen wir anfangen, wieder, wenn wir schon Tiere essen und schlachten und sagen, in unserer Umgebung und in unserer Kultur und in allem ist das ein Wert, der traditionell verankert ist. Also kann ich nicht jemandem sagen, du darfst das nicht machen. Dann kann ich vielleicht fordern, aber dann nutzt wenigstens das Tier wieder vollkommen. Also wie der Indianer macht. Er entlehnt etwas in der Natur, wenn er ein Tier jagt und schlachtet, aber er nutzt auch alles und ist sich bewusst, was er macht. Er rührt nicht die Hälfte vom Tier. Wenn schon, dann schon. Ich bin da einverstanden, wenn Sie sagen, wenn man Tiere schon schlachtet, soll man sie auch ganz nutzen. Okay, ob es gerechtfertigt ist eine andere Frage. Oder? Aber ich will noch mal auf das zurückkommen, was ich gerade gesagt habe. Also für mich ist das wirklich der springende Punkt. Wir haben alle die Vorstellung, die idyllische Vorstellung von diesen Kühen, die auf dieser Weide sind, und mit dem tun wir das irgendwo rechtfertigen. Fakt ist irgendwo wirklich, also Biofleisch, der Prozentsatz ist zwischen 2 und 4%. Aber ist sehr wachsend. Ja, aber es ist verschwindend klein, oder? Verschwindend klein. Und einfach mit so einem Konstrukt quasi die ganze Industrie zu rechtfertigen, die im Moment läuft, ist einfach, es ist einfach nicht... Es ist einfach nicht Im Bio ist Kritik und die Forderung, alles zu eliminieren, es ist ein riesen Unterschied. Aber das wäre natürlich die konsequenteste richtige Art, Richtung oder? kommen. Dass sie würden wie sozusagen nicht mehr in die Versuchung kommen, statt dem Bio ein anderes zu nehmen, weil es vielleicht ein bisschen günstiger ist, sondern sie sagen, ich nehme lieber gerade gar keins, dann laufe ich gar nicht vor. Genau, es ist gar nicht nötig. Das ist ja das, was das Vegane eigentlich exemplarisch darstellt. Und darum sagen wir auch, wir sind vegan und nicht einfach, wir verzichten so weit möglich auf Sachen, die von Tieren kommen und die nicht nötig sind. Sondern wir leben das vor, dass es de facto nicht nötig ist, dass ich ein erfülltes, gesundes Leben kann führen bis in alle Ewigkeit. Statistiken zeigen, dass wir sogar ein bisschen länger leben als alles Esser. Ich weiss nicht, ob das stimmt. Sehen wir dann. Gut, die vegane Gesellschaft ist erst 1944 gegründet worden. Ich glaube, so manchmal ist vielleicht noch nicht gestorben. Und Statistik ist immer gefährlich. Genau. Ist es, weil sie Da haben Sie Veganer völlig recht. sind, oder sind sie Veganer, weil sie bewusst und gesünder sowieso leben und darum länger leben? Oder? Ja, das kann eine Korrelation haben, dass man sich sowieso mit dem auseinandersetzt, was tue ich eigentlich in mich hinein und auch was hat mein Verhalten für Auswirkungen auf andere, dass ich eigentlich die Absichten habe. Aber eben, dass es vegan sein nicht nur ein Versuch ist, das so gut wie möglich zu leben, sondern wirklich auch vorlebt und zeigt, dass man Spitzensportler sein kann, dass man Mutter sein kann, dass man einfach eine 0815-Person sein kann, die findet, ich finde das nicht in Ordnung, was im Moment abläuft. Und was gibt es für mich für Alternativen? Dann fangen die Leute an zu suchen. Und das merken wir jetzt auch, dass das immer mehr passiert. Dass die Leute sagen, das kann doch nicht sein, dass die kleinen Bibeli gehäckselt werden. Das will ich nicht für mein Zmorgen. Nein, will ich das nicht. Wenn man das einmal sieht, dann geht einem das nicht mehr aus dem Kopf. Und dann sagen die, ja, was kann ich denn noch machen? Und dann kommen halt vielleicht so Shrimps dorthin oder man versucht mal Tofu und man merkt, hey, das ist ja fantastisch. Es geht gerade ein neues veganes Restaurant, das zweite jetzt nach dem Sommer schon in Zürich auf. Und das kommt unaufhaltsam. Also hören wir auf, uns dagegen zu streben. Tun wir lieber aufklären, was die gesundheitlichen Aspekte betrifft. Und das machen wir zum Beispiel von der veganen Gesellschaft ganz bewusst. Sagen, gebt auf 2-3 Sachen Acht. Und dann steht eigentlich nichts im Weg für die Umsetzung. Also ich glaube wirklich, dass es ein grosses Problem ist, und darum lege ich auch so viel Gewicht jetzt auf das, dass wirklich sehr viele Vorurteile nach wie vor herum sind. Ob wir das wollen oder nicht, das erlebe ich wirklich. Also die Leute haben das Gefühl, man kann sich nicht genussvoll vegan ernähren. Es hat etwas mit Askese zu tun, es hat etwas mit Genussfindlichkeit zu tun. Und das ist das, was mich auch dazu bewogen hat, zum Beispiel eben meine vegane Glacé-Firma zu gründen. Die heisst The Green Fairy und die macht eine Glacé, die einfach wirklich sehr fein ist. Das wäre der Werbespot. Genau. Man hat nicht alle hier drinnen gefragt, ob sie die Glasse gerne haben. Du hast sie vor 3 Jahren das letzte Mal Ja, ich gegessen. habe sie nicht so gerne, aber das Also ist ich
ich kann das ja einfach jetzt zum Sagen, oder? Das ist etwas, das wirklich gefragt ist und man muss den Leuten wirklich Alternativen anbieten. Sonst können sie es nämlich Gut, gar nicht machen. wir haben ja Probe oder? aufs Exempel gemacht. Wir sind ja nicht nur im Laden bei der Monika Ackeret, um zu schauen, was sie hat und was es dort drin hat. Wir haben selbstverständlich die Leute auch probieren, wie denn die Sachen schmecken. Und das schauen wir uns kurz an. Also, da hätten wir unseren Thunfischersatz. Schmeckt wie Thunfisch, muss man also gerne haben. Dann haben wir das hausgemachte Tofu-Ei. Das ist so ein bisschen gleichzusetzen mit einem Eierbrötchen. Das ist unsere Rauchsalami mit einem Gürkli und ein bisschen hausgemachter Mayo unten drauf. Und das ist unser Käse, den wir hier anbieten. Sehr fein. Aber es schmeckt nicht sehr nach Ton, finde ich jetzt. Nach was schmeckt es? Nach Zwiebeln und also schon so ein bisschen fischig, aber ich hätte jetzt glaube nicht Ton erkannt. Schmeckt es nach Salami? Nein, sonst hätte ich es nicht gern. Sehr gut. Ja. Kommt es in einer normalen Schwarzwälder Torte nach? Es ist anders. Man kann es nicht vergleichen. Und ich glaube, das ist also das Hauptproblem, dass man es oft vergleichen und erwartet, dass es genau gleich schmeckt. Und das ist einfach nicht. Es schmeckt nicht wie ein Schwarzwälder, wie wir sie kennen. Es schmeckt anders. Von der Wertung her absolut gleich gut. Und Sie haben die Rüebli-Torte probiert? Sehr gut. Sehr gut. Also für mich schmeckt es total nach Rüebli-Torte. Also, es hat relativ viel Zimt drin, das habe ich mega gerne. Super. Gibt es etwas, was Sie speziell vermissen? Fisch. Fisch finde ich wirklich, weil es dort auch nicht wirklich so ein Ersatzprodukt gibt. Also, oder ein Produkt, das ähnlich schmeckt wie Fisch, das mir jetzt zusagt. Also habe ich einfach noch nicht gefunden. Ja. Ja, Fisch als Ersatzprodukt überhaupt. Eben viele Produkte, die man zum Teil nachmacht. Vielleicht will man gleich irgendwo den Übergang schaffen und nicht ganz anders sein als alle anderen. Ich werde in der letzten Viertelstunde gleich noch darüber reden, warum ist der Trend gerade jetzt so gross? Also ich habe neulich zum Beispiel eine gewagte Behauptung gehört, also gewagt, das ist einfach etwas, was ich gehört habe, dass man gesagt hat, ja, eben, so ähnlich wie das Essen der neue Sex ist, es ist die neue Religion. Wir müssen einen Lebensinhalt haben, wir müssen uns mit etwas beschäftigen und mit Regeln etc. Kann man sich identifizieren? Ist man Teil von einer Gruppe? Also ich glaube nicht, dass der Veganismus eine neue Religion ist. Also Religionen sind sehr viel mehr und sehr viel anders. Also der Veganismus ist im einfachsten Fall einfach eine relativ einfache Moral. Aber warum? Ich glaube, das hat mit so ganz generellem Fokus zu tun, oder einer Konzentration auf alles, was mit unserem Körper zu tun hat. Und vielleicht hat das einen Zusammenhang mit dem Verlust von Religionssystemen und Kirchen und so weiter. Der Körper ist das, was wir haben. Er ist das, was uns irgendwie ausmacht. In ganz vielen Zusammenhängen, Essen, Sex, Liebe, was auch immer, Kommunikation, sich Hand geben, schwätzen. Immer sind wir von unserem Körper abhängig. Also der Körper ist enorm wichtig. Und wir geben da wahnsinnig viel Geld rein in die entsprechenden Industrien. Und was mir auffällt bei dem Fokus auf den Körper, da hat es eine Art Moralisierung gegeben. Ich meine das jetzt gar nicht negativ, sondern mehr im Sinne von, man ist aufmerksam darauf geworden, welche Folgen es hat, dass man zum Beispiel isst. Im Gesundheitsbereich, aber das ist auch dieses Thema im Zusammenhang mit Handelsbeziehungen, Fairtrade oder im Zusammenhang mit Tierschutzüberlegungen. Also man hat gemerkt, es ist nicht gleich, was man essen tut, zum Beispiel. Also es ist ganz etwas Wichtiges, aber es ist nicht gleich. Und ich muss sagen, das finde ich eine relativ gute Entwicklung, dass man da vorsichtiger ist. Und da sehe ich das wie du, dass ich wünschte mir, dass die Bio-Anhänger sind oder artgerechte Tierhaltung-Anhänger sind, dass die konsistenter, konsequenter leben. Aber von dort her glaube ich auch, das ist nicht nur eine Mode, sondern es geht um ganz tiefe Sachen. Es ist eine Entwicklung. Und ich bin sehr gespannt, wie das in 50 Jahren ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir sehr viele Leute haben, die tatsächlich kein Fleisch mehr essen, das von Tieren kommt,
Ich bin noch gespannt darauf, was in dem ganzen Bereich künstliches Fleisch passiert. Oder? Das könnte ich mir vorstellen, man will nicht auf den Genuss verzichten. Und dann tut man das sozusagen industrialisieren, wirklich jetzt im echten Sinn vom Wort. Und dann haben die ja kein Problem mehr damit, wenn es ökologisch sauber ist. Also es ist keine Religion und es ist mehr als nur eine Mode. Es betrifft ganz wichtige Fragen vom Menschsein. Und gleichzeitig, das ist interessant, in 50 Jahren, aber wir sind ja jetzt, oder? Und jetzt im Moment, oder? Weil, was ist denn so schlimm, wenn das eine moralische... das ist gar nicht schlimm. Mit etwas Moralischem. Die einen sind wegen dem eigenen Körper. Ich glaube nicht, dass da eine Mehrheit der Veganer drin ist. Die anderen sind vielleicht aus ökologischen Grund. Ich bin es aus moralischen Grund. Ich finde es falsch, wenn man Fleisch isst, weil ich finde, dass wir warten in einem Meer von Blut, wo wir hüfttief, nein, bis zum Hals sind wir drin in einem Meer von Blut. Das ist unglaublich, wie viele Tiere 55 Milliarden Landlebewesen, die jedes Jahr konsumiert werden. Oder? Ja, also global. Das sind ganz entsetzliche Zahlen. Und Millionen in der Schweiz. Und die Schweiz ist wahrscheinlich eben zuvorderst vorne mit dabei. Ich möchte das nicht gleichzeitig. Wenn ich mit jemandem moralisch mit etwas nicht übereinstimme, dann verdamme ich die Person ja nicht. Also das kennen die Leute, die ich kenne. Ich bin sehr konziliant. Aber jetzt reden wir darüber und da kann man doch auch sagen, ich finde das moralisch. Ich finde das eindeutig falsch und ich finde, ja, das ist aus der ganzen Kette der Berührungspunkte mit der Ernährung müssen wir da sagen, nein, das können wir einfach nicht machen. Und wenn man es moralisch falsch findet, verurteilt man dann gleichzeitig die halt nicht mitmachen? Nein, auf keinen Fall. Wir sind nicht als vegan geboren oder irgendwas, sondern es geht darum, dass man sich mit den Thematiken, die heutzutage aktuell sind, auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund für die zunehmende Bewegung und der Spitz vom Eisberg, quasi die dann wirklich auch vegan werden und nicht einfach ab und zu mal vegan essen, ist, wie sie sich die Gedanken machen. Sie wollen wissen, woher die Sachen kommen, die sie in sich hinein tun, was die Zusammenhänge sind, was das für Auswirkungen haben. Wir sehen am Fernsehen Dürrekatastrophen, wir sehen den Klimawandel und so weiter. Da fängt man sich die Gedanken an zu machen. Und für mich persönlich auch einer der ersten Schritte, die ich machen kann, wenn ich etwas Gutes tun will, ist eigentlich, dass ich nicht dafür sorge, dass etwas sterben muss für mein Mittagessen. Das ist für mich so wie der erste Schritt. Das ist wie logisch. Und von dort aus, darum ist für mich vegan eigentlich so etwas Selbstverständliches, dass ich dort anfange zu sagen, nein, die müssen nicht leiden, nur damit ich ein paar Schuhe haben kann oder dass ich zum Morgen ein Ei essen kann. Und von dort an können wir dann anfangen, weiter an Konzepten zu schaffen, wie wir die Welt wirklich vielleicht könnten, auf die eine oder andere Art verändern. Also ich glaube noch zur Frage, warum das heute jetzt so aktuell ist. Also es ist so, Massentierhaltung ist ein neues Phänomen. Das gibt es seit den 50er Jahren. Und die Auswüchse, die sind immer krasser geworden. Und das ist inzwischen so, in Deutschland ist 99% aus Massentierhaltung. Also wirklich fast alles. Oder? Die Zustände sind absolut katastrophal. Und inzwischen gibt es vermehrt Filme über das Thema, zum Beispiel Earthlings. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das hat sehr viele Leute aufgerüttelt. Es gibt immer mehr Leute, die auch sich engagieren, um andere zu informieren über die tatsächlichen Zustände, die wir haben. Und das ist in dem Zusammenhang zu sehen, denke ich. Oder? Also für mich ist es überhaupt nicht ein Lifestyle-Ding, sondern es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich ergibt. Beides. Ja. Also, wenn man diesen Aspekt einmal aufnimmt, es hat sehr vieles mit Verunsicherung auch zu tun. Die Bewegung, die jetzt auch Mitglieder bekommt. Verunsicherungen, die natürlich zu tun haben, auch mit der Masse und allem, was dazu führt, auch mit der schweren Problematik der Übergewichtsepidemie, die wir alle zu kämpfen haben. Und die Verunsicherung die führt schon dazu, zu sagen, was ist jetzt gut und nicht gut. Da bin ich jetzt froh, dass jetzt auch der Begriff der Religion auch in dem Sinne so abgeschwächt ist. Also, es darf keine Religion werden. Und da will ich einfach noch einen Aspekt herausnehmen, der vielleicht ein Randteil ist und nicht viele betrifft. Aber es gibt sehr viele Menschen, die völlig verunsichert sind aus verschiedenen Gründen. Eben nicht nur jetzt einfach, weil sie jetzt bezüglich Tierhaltung oder auf dieser Ebene das Gefühl haben, sie handeln unmoralisch oder unethisch, sondern auch sonst verunsichert sind im Leben. Und in dieser Ebene ist die Ernährung spielt ganz häufig eine ganz zentrale Rolle. Und daran, glaube ich, was man da nicht in einen Bereich kommt, wo man das dogmatisiert und in eine Ecke treibt, wo nachher ein Fanatismus dahinter kommt. Die haben wir. Also ich behandle nicht nur Kinder mit Folgen von der veganen Ernährung, die ganz eine seltene Sachen sind. Wir behandeln vor allem Zivilisationskrankheiten. Aber ein wichtiger Punkt in diesem Rahmen ist zum Beispiel auch die ganzen komplexen Essstörungen. Und der Bereich zum Beispiel auch, sich auseinandersetzen, was ist gut, was ist nicht gut, oder? Was ist falsch, was ist richtig, oder? Was ist gut, was ist böse.
Und daran ist im Bereich der Ernährung kommt sehr viel, also zum Beispiel auch die Orthorexie, wie man sagt, ist eine neue Problematik, sich voll mit dem müssen auseinandersetzen, was gut und was nicht gut ist. Also vegan leben könnte in eine Essstörung münden? Ich sage nicht das ist jetzt weit her. ja, weit her. Aber ich sage, die Tendenzen, wenn das nicht gut geführt wird, oder, kann natürlich das abdriften in so eine Problematik. Ich will nur auf das hinausgehen, dass man hier probiert, aber nicht das auch in Ecken vom ritualisierten Teil zu bringen, wo man dann falsch macht, wo dann Zwänge aufkommen und schlussendlich eben immer komplexe Essstörungen münden. Die Beispiele haben wir. Also das ist nicht etwas von der Luft hergegriffen. Also der Teil, wo vielleicht auch ein Einstieg gesehen ist. Ich will das wieder nicht vertiefen, sondern auf das aufmerksam machen. Und da braucht einfach gute Informationen auch gerade von dieser Seite her. Ja, das ist genau. Und ich glaube, das Ziel muss wirklich sein, dass mehr Leute experimentieren einfach mit pflanzlicher Ernährung, dass mehr Leute wirklich ausprobieren. Die meisten haben keine Ahnung, was es überhaupt gibt. Es gibt grossartige Kochbücher inzwischen auf dem Markt und man muss einfach sich mal auf das ein bisschen einlassen und so ein bisschen Vorurteile abbauen und dann ist schon sehr viel erreicht. Sich befassen mit den Fakten, die halt tatsächlich da sind, oder? Wo die meisten Leute verdrängen. Und dann geht es mir eben nicht um das Ganze oder gar nicht. Es geht in erster Linie darum, mehr Leute zu einem eben bewussteren Leben, was diese Fragen angeht, zu bewegen. Also ich würde sehr gerne da schnell etwas sagen. Zu tun hat mit der Kritik an der Massentierhaltung, mit der Entwicklung in der Tierschutzbewegung, die ja eigentlich auch eine relativ junge Entwicklung ist. Wenn auch Ansätze Jahrhunderte zurückgehen, aber wirklich im Bewusstsein und in der Gesetzgebung verankert ist, das jetzt seit 2 Generationen. Und die Kritik ist, vieles ist berechtigt. Also das aber, stimmt, 99% Massentierhaltung. Die Zahl weiss ich nicht, ob sie stimmt. Deutschland. Aber es gibt auch andere Ansätze, um dieser Kritik gerecht zu werden. Aber kann man gleich noch sagen, haben wir total ein romantisiertes Bild von der Kuh auf der Bild? Ich dürfen Sie gerade, aber ich möchte den Fachmann hören. Haben wir ein romantisiertes Bild? Sie haben ein düsteres Bild gemalt. Wie sind die Zustände wirklich so schlimm? So schlimm, wie Sie jetzt mit der Betonung Massentierhaltung sagen, ist es nicht in der Schweiz. Es gibt auch in der Schweiz gute und schlechte Beispiele. Das, was ich vorhin als idealen Zustand beschrieben habe, Kuh, die ihr Leben auf der Weide verbringt, das ist auch nicht die normale Realität. Die normale Realität ist irgendwo zwischendrin heute bei uns in der Schweiz. Zulasten vom Tier. Nein, irgendwo zwischendrin, glaube ich, ist es nicht. Und Herr Binder, es tut mir leid, aber Sie nehmen einfach nicht präzise Stellung. Ich nehme an, es gibt schon Zahlen zu dem. Aber ich möchte etwas anderes dazu sagen. Wir reden von artgerecht und biologischer Haltung in der Produktion von Fleisch oder so etwas. Jetzt, ich habe Kühe und die sind auf einem Hof. Die sind einfach dort zum dort sein? Die sind dort zum dort sein, genau. So wie wir auch da sind, zum da sein. Und das ist ein absoluter Bio-Vorzeigehof und ich habe eigentlich in meinem Leben glücklicherweise oder eben halt live eigentlich nur so bio-gute Höfe gesehen. Und die sind sogenannt artgerecht. Aber sie sind nicht artgerecht. Das artgerecht, das ist einfach ein willkürlicher Begriff, wo irgendeine Kommission antapeziert hat. Und das stimmt nicht. Wenn man die Tiere kennt, dann ist das hin und vor nicht artgerecht. Man will ja gar nicht artgerecht. Eigentlich möchte ich, dass es den Tieren gut geht, oder? Ich möchte, dass es denen gut geht. Wenn so geht es ihnen gut? Erzählen Sie doch anhand von erstens einmal geht es ihnen gut, wenn sie nicht nach irgendeinen Berechnungen irgendwann einmal einfach getötet werden. Wenn man da sie nicht einfach abeinander schneidet, sondern wenn man sie leben lässt, einfach ihr Leben. Das ist einmal das eine, oder? Und da können wir glaube ich, eben noch das, wo mein Kernpunkt ist, wo ich sage, das ist moralisch falsch, Fleisch essen, grundsätzlich. Und wie ich vorher schon gesagt habe und wie Sie nachher gefragt haben, ich habe viele Freunde, die Fleisch essen. Es ist einfach eine grosse Meinungsverschiedenheit, die ich diesbezüglich habe. Aber dass es selbstverständlich ein grosser Schritt ist, wenn jetzt alle nur noch sogenannt artgerecht oder sogenannt biologische Zustände fristen. Das ist keine Frage, dass das ein Fortschritt wäre. Aber es ist nicht der Schritt, der sich im Prinzip aufdrängt. Weil auch das ist eine ganz elende Sache. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir da besonders auf unserer Seite nicht einfach den Konsens eingehen und sagen, ja, solange es artgerecht und biologisch ist alles heile Welt. Ja, gibt es Umstände, wo Sie Fleisch essen? Ich muss nur noch schnell sagen, nein, ich habe seit 20 Jahren kein Fleisch mehr gegessen und würde das auch nicht machen. Aber warum ich das sage, ist, weil ich das Gefühl habe, wir haben viel mehr Common Ground, als
am Anfang ausgesehen hat. Und ich wollte einfach darauf hinweisen, dass unsere Bestrebungen eigentlich gar nicht so weit auseinandergehen und dass es einfach oft so ist, dass Leute eine Vorstellung im Kopf haben, ihr Verhalten damit rechtfertigen, aber faktisch stimmt es nicht überein. Also eigentlich muss man sagen, am Schluss gewinnt das Portemonnaie. Ja. Einfach noch zum Begriff artgerecht. Ich streite nicht gerne über Begriffsdefinitionen, weil da kann man sich ewig unterhalten. So wie ich sie verstehe, bestehen sie artgerecht dann als korrekt umgesetzt, wenn das Wildtier sein Leben einfach unbehelligt kann leben. Das ist natürlich bei Nutztieren nicht der Fall. Aber dann muss ich das sagen, wo sie sich vorhin extrem dagegen gewehrt haben. Auch wenn sie einen Hund bei sich halten, ist der nicht artgerecht gehalten. Aber ich will ja gar nicht artgerechte Haltung. Ich will, die Definition ist völlig unnütz. Also Sie wollen gar keine Tiere in der Obhut von Menschen, oder? Doch, natürlich. Das ist ja ich habe gesagt, der Mensch hat sich den Zwängen der Natur entzogen. Er kann das Tier zu sich mitnehmen. Der Hund ist ja froh beim Menschsein. Das ist ja so. Er ist gern beim Mensch. Also es kommt davon, was man damit macht. Kooperationen haben Sie erlaubt, gefragt, aber ob er gerne beim Mensch nicht. Das nehmen wir Also so ich weiss von meinem Hund, dass er gern bei mir ist. Wenn Sie Sklaven zum Teil gefragt haben, dann sind die gerne Bienenmeister gewesen. Eben, das ist jetzt wieder etwas Subjektives, wo wissenschaftliche Evidenz... Aber es ist ja auch ein bisschen subjektiv, wenn Sie sagen, der Hund weiss. Aber ich denke, das muss halt jetzt jeder selber für sich entscheiden, ob er der Sklave wirklich war oder mein Hund. Darf ich schnell noch etwas sagen? Also einfach zum Beispiel, jetzt, um das schon noch ein bisschen stärken, oder? Also, wenn wir zum Beispiel sagen, Milchkühe werden artgerecht gehalten, aber Milchproduktion impliziert, es ist in der Sache inhärent, dass ihnen ihre Kälber weggenommen werden, wenn die wenige Tage alt sind. Inwiefern kann man das als artgerecht bezeichnen? Da kann man sich wirklich fragen, oder? Fragt, als Sie das nutzen, dann haben Sie gerade negiert und gesagt, Sie wollen es gar nicht artgerecht. Also wenn Sie artgerecht als der Wildtierzustand definieren, dann halten wir kein Nutztier und kein Heimtier artgerecht, egal wie wir mit ihnen umgehen. Das wäre dann möglicherweise die Idealvorstellung. Ich glaube, hier in diesem Minimalbereich kommen wir an diesem Punkt auch nicht weiter. Die Sendezeit ist auch abgelaufen. Eine Frage habe ich noch an Sie, Josef Leinbacher. Wenn jetzt jemand sagt, okay, finde ich eine gute Idee, wie soll er sich am besten mit dem auseinandersetzen? A, dass das Kind am Schluss nicht irgendwie eine Essstörung macht. B, dass der Übergang sanft geht. Und C, wie macht es wirklich? Oder wie macht man es? Wie befasst man sich richtig mit dem Thema? Ja, indem man nochmal wirklich jetzt auch auf die Tiergesellschaften zugeht, wo doch einiges jetzt eine Grundlage bildet. Sehen wir dann, je nachdem, ob das eine erwachsene Person ist, wo das nicht wie ein Kind, wo muss eben auch überwacht werden, wenn man so möchte. In dem Sinn, dass man dort einen Punkt setzt und sagt, wo laufen wir Gefahr, dass so etwas könnte schieflaufen. Aber da denke ich, braucht es Fachleute dazu. In der jetzigen Situation, wo wir sind, ist das eine neue Bewegung. Und da müssen wir sorgsam an das herangehen. Und da müssen wir ein Miteinander und wir müssen vor allem Kenntnis darüber haben. Also das wäre auch bei uns Ärzten ein wichtiger Punkt, zu wissen, was bedeutet eine vegane Ernährung. Was empfehlen wir, damit wir bei einem Kind auf die nötigen Proteine können. Wie bringe ich es Eisen rein? Aber dass es problemlos möglich ist, das würden Sie unterstreichen, wenn man es richtig macht. Wenn man es richtig macht, ja. Genau. Ich bin einfach der Meinung, wir sind einfach noch nicht so weit, dass man das weit propagieren kann. Dass man weit propagieren kann. Dass man kann sagen, das kann man für alle allgemeingültig jetzt die Empfehlung machen. Man muss so informieren. Ja, aber wir sind am Anfang. Wir sind am Anfang und es ist schwierig. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig am jetzigen Zeitpunkt. Es gibt noch viel zu tun. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei der weiteren Arbeit. Das war der Club mit einem Einblick in vegane Welten, in Veganismus. Sie finden die Sendung im Internet wieder auf srf.ch/club. Und wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Nächste Woche dann hier an dieser Stelle der Literaturclub.